giftigen Schlange gebissen. Ihr müsst mich sofort ins Krankenhaus bringen. Was ist daran so witzig? Entschuldige, ist nur schwierig, sich auf das zu konzentrieren, was du sagst, bei deiner piepsigen Pubertätsstimme. Meiner was? Das ist nichts, weshalb du dich schämen musst, Dipper. Deine Stimme ist amüsant. Behauptet ihr etwa, meine Stimme kiekst? Meine Stimme kiekst nicht. Nichts für ungut, Alter, aber aus deinem Kieksen haben wir bereits einen Techno-Remix gemacht. Ich kennenzulernen. Ich heiße Papai. Ich kennenzulernen. Okay, klingt meine Stimme wirklich so? Oh, jetzt kommt meine Lieblingsstelle. Lass das weiter! Gib das her! Schnell drehen! Ach, sogar mein Seufzen klingt komisch. Hallöchen! Ich habe rein zufällig dein Selbstgespräch belauscht, alterchen Gacket. Ich bin Hobbyerfinder. Warum haben Sie sich in die Hand gespuckt? Was ich im Grunde auch nicht. Hey, ich erinnere mich an Sie. Ihr Roboter hätte mich beinahe umgebracht. Quatsch nicht, folge mir in diese dunkle, gefährliche Gasse. Ich habe in letzter Zeit an einem stimmverändernden Tonikum herumgefrickelt wegen meiner grässlichen Stimme. Du kannst wegrennen, aber ich werde dich heimsuchen in deinen Albträumen. Und das bringt meine Stimme in Ordnung? Danke. Du wirst sehen, morgen klingst du wie ein neuer Mann. Falls du das überleben solltest. Einen schönen guten Morgen, Dipper. Es hat funktioniert. Es hat funktioniert. Jetzt habe ich eine neue Stimme. Guten Morgen, Mabel. Wer ist meine Lieblings-Mabel? Mabel, ich bin es. Das ist meine neue Stimme. Ich klinge jetzt cool und angenehm. Ich wusste, dass Jungs in den Stimmbruch kommen, aber das ist echt schräg. Schräg und unheimlich. Ach was, das ist das Beste, was mir jemals passiert ist. Denk doch nur mal an die Telefonstreiche. Hallo, hier spricht der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Ich rufe an, um Ihnen zu sagen... Was? Wer ist da? Das ist der Knaller. Mabel gefällt das nicht. Hallo Sus, na, wie geht's denn, Kumpel? Vernichtet es! Ruft an, Exorzisten, alle Mann raus hier! Reg dich ab, Mann. Ihr habt euch alle über meine alte Stimme lustig gemacht. Ich dachte, meine neue würde euch gefallen. Alter, vorher klangst du wenigstens wie ein normaler Mensch. Jetzt klingst du wie so ein dämlicher Terbefutzi. Ich gehe zu Gronkel Stack. Der wird meine neue Stimme mögen. Ihr werdet schon sehen. Ich bin gleich wieder zurück nach einem kurzen Werbeblock. Ich meine, man sieht sich. Gronkel Stan! Gronkel Stan! Wo bist du, Gronkel Stan? Diese alberne Stimme kenne ich doch. Du hast mir vorhin einen Telefonstreich gespielt. Nein, das war ich nicht. Ich bin doch nur ein 12-jähriger Junge. Erwartest du etwa, dass ich dir das glaube, du verstimmter Lümmel? Nein, warte. Also ich... Da läuft ein Telefonstreich herum. Schnappen wir ihn uns. Der kann das alle. Schnappen wir uns. Ich zieh weg. Alterchen, Ihre Stimmtonikum-Erfindung war eine Katastrophe. Darum lebe ich auch auf einer Müllhalde. Meine eigene Schwester hat mich nicht erkannt. Ich habe ganze Menschenmassen vergrault. Sogar wenn ich weine, klinge ich lächerlich. Na klar, das Problem ist folgendes. Ich habe dir das falsche Trinksterbums gegeben. Das hier ist für Werbe- und Nachrichtensprecher. Ich bin mir sicher, dass ich hier irgendwo eine bessere Stimme habe. Das will ich hoffen, beeilen Sie sich. Du kommst gerade rechtzeitig. Bei Sonnenuntergang hättest du nämlich deine alte, lächerliche Stimme zurückbekommen. Ja, die war wirklich lächerlich. Stimmt wohl. Papai, das bin ich. Dieser Song ist meinem Bruder gewidmet. Dipper, deine Stimme ist einzigartig. Alter, sowas habe ich noch nie gehört. Remix over! Bist du bereit für deine neue Stimme? Diese hier hält für immer und ewig. Hallo Leute. Alter, du bist zurück! Ja, mir ist klar geworden, dass meine Stimme nicht perfekt sein mag, aber es ist meine und ich möchte gar keine andere haben. Darum habe ich diesen Zaubertrank auch nicht getrunken. Und was hast du dann mit diesem Stimmtonikum gemacht? Ich habe es in Stans Kaffee geschüttet. Hat einer